Moie Leiwerle Goeten, mein Numm ass Jerome Lulling, an e Loléiermer e bësse Lettzebuerg. Haut lesennech iech en Artikel aus dem Luxemburger Wort fir. Voilà, dat sinn ech. Jerome Lulling, wir haben kein richtiges Gefühl für unsere Sprache und können sie nicht richtig einsetzen. Und da das Foto vom Serge Waldbillig. Ja, den Artikel do ist vom 15. März 2012 aus unserem Online-Archiv. Und da lesen ich erst mal vor. Emanzipiert sich das Luxemburgische? Wirklich neue Erkenntnisse liefere der jüngste UNESCO-Bericht über die Lage des Luxemburgischen nicht. Diese Auffassung vertritt Luxemburgisch-Spezialist Jerome Lulling. Die Sprache befinde sich gerade in einem Emanzipationsprozess. Ob sie überleben werde, hänge davon ab, ob und wie viele Ausländer bereit seien, Luxemburgisch zu lernen, sagte Lulling gegenüber Radio DNR. DNR, das ist das neue Radio, die geht es nicht mehr. Und FEMO, das ist die Aufkürzung vom Journalist. Der jüngste Bericht der UNESCO über gefährdete Sprachen beschäftigt die Luxemburger. Das beweist allein schon ein Blick auf die vielen Kommentare, die Wort.lu-Leser noch am Donnerstagnachmittag posteten. Und wie schätzen Sprachspezialisten die Lage ein? Was halten sie von den UNESCO-Erkenntnissen? Grundsätzlich neu seien diese Erkenntnisse nicht, sagt beispielsweise Sprachexperte Jerome Lulling in einem Gespräch mit Radio DNR. Luxemburgisch werde nun mal nicht mehr in allen Bereichen des täglichen Lebens benutzt. Ein klassisches Beispiel sei der Gesundheitsbereich. Viele Ärzte sprechen kein Luxemburgisch. Wir können deshalb aber nicht auf diese Ärzte verzichten. Eine längere Klammer. Und dann Luxemburgisch Lücke im Unterricht. In den vergangenen Jahrzehnten seien manche Fehler gemacht, vieles sei unterlassen worden. Lulling versteht bis heute nicht, weshalb es in Luxemburger Schulen lange Jahre die Luxemburgisch-Lücke gab. Für ihn steht aber auch fest, dass wir uns bewusst werden müssen, was wir am Luxemburgischen haben. Die Luxemburger seien selber schlecht über ihre eigene Sprache informiert. Wir haben kein richtiges Gefühl für unsere Sprache und können sie nicht richtig einsetzen. Eine extrem komplexe Sprache. An Spekulationen über die Zukunft des Luxemburgischen möchte sich der Sprachenfachmann nicht beteiligen. Viel hänge davon ab, wie viele Ausländer und wie viele Kinder von Ausländern dazu bereit seien, die Sprache zu erlernen. Eines dürfe man nicht unterschätzen. Luxemburgisch ist eine extrem komplexe Sprache. Für Nicht-Luxemburger sei es schwierig, sie zu erlernen. Noch eine kleine Klammer. So. Trotzdem will Jerome Lulling erkannt haben, dass das Luxemburgische derzeit durch neue Technologien eine Art Emanzipationsprozess durchlaufe. Beim Verfassen von E-Mails oder SMS würde Luxemburgisch zunehmend häufiger benutzt. Auf der anderen Seite fehlten aber auch technische Hilfsmittel wie zum Beispiel Grammatikchecker oder Computerprogramme, die Luxemburgisch erkennen. So, und dann, das könnte Sie auch interessieren. Ja, da das dann, wie viele Jahre, bald 10 Jahre oder noch, mit Corona, andere Probleme. Aber damals war das so und war ganz hilfreich, dass sie mich auch mal ein gefragt haben. Sprachexperte,
Sprachspezialist. Na, das vielleicht ein bisschen nie verdriven. Me, war ganz live vom Wort. Sich nach enke mich zu erinnern. Und das war es auch schon ist. Nach viel mehr so Übungen fand ihr auf meiner Internetseite exercice.lu, Theorie dazu fand ihr auf grammaire.lu, ihr fand mich auch auf Facebook und auf YouTube und dann auch zum Schluss die 3 Bücher, mit denen ich die Sendungen immer präparieren, Verbentabellen auf Lützeburgisch und 170 Witze auf Lützeburgisch. Verbentabellen auf Lützeburgisch geht auf Französisch und auf Englisch. Vielmals merci für eure Aufmerksamkeit, bis hoffentlich geschwind. Au revoir.